Derzeit beschäftigen wir uns alle mit den bevorstehenden Sikyong-Wahlen. Wir haben dieses Mal viele gute Kandidaten und ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns vor allem auf die zentralen Themen konzentrieren müssen, anstatt uns von den Versprechungen der Politiker mitreißen zu lassen. In einer groß angelegten Umfrage, die von Voice of Tibet durchgeführt wurde, kam man zu dem Schluss, dass die Priorität Nummer 1 für die Tibeter auf der ganzen Welt die Einheit ist, Nummer 2 der Tibet-China-Dialog und Nummer 3 der Schutz des Ansehens und des Vermächtnisses seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Tibeter aus allen 3 Provinzen Tibets unterstützen ihn, sei es Kham, Amdo oder Üzang, denn alle sind ihm gleichwertig. Er war von Anfang an in den Tibet-China-Dialog involviert und besitzt daher fundiertes Wissen über die Geschehnisse und Entwicklungen der Gespräche, welche unabdingbare Voraussetzungen sind, um diese Thematik anzugehen. Zudem war er jahrzehntelang als Sekretär und dann als Galön des Sicherheitsministeriums in Dharamsala persönlich an der Sicherheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama beteiligt. Basierend auf den 3 wichtigsten Themen, die auf den zukünftigen Sikyong zukommen werden, sollte die Wahl sehr klar sein. Informiert euch selbst über die Kandidaten und ihr findet heraus, dass es nur eine Person gibt, die all diese Punkte gewissenhaft und zielführend angehen kann, nämlich Gasur Dongchung-Rula. Charakterlich ist er nicht der Typ, der sich besonders in die Öffentlichkeit drängen und über seine Taten prahlen muss. Er ist kein Typ, der von sich behauptet, er sei besser als die anderen. Referenzen aus CTA erzählen über ihn, dass für ihn stets das Interesse der Gemeinschaft an erster Stelle steht, ohne dabei Wert auf sein persönliches Image oder seinen Namen zu legen. Weshalb wird er überhaupt als Kandidat wahrgenommen? Gasur Dongchung-Rula wurde von allen ehemaligen politischen Gefangenen aus Tibet, einer großen Mehrheit der ehemaligen Galöns, Jidus und Mitarbeitern der tibetischen Exilregierung sowie Künstlern, Lehrern und der allgemeinen tibetischen Bevölkerung gebeten, für die Sikyong-Wahlen zu kandidieren. Stimmen aus Tibet, die ihn erreichen, setzen ihre ganzen Hoffnungen in seine Kandidatur. Sogar Sando Rinpoche lobt ihn in den höchsten Tönen. Wenn ihr euch die Facebook-Seite der Kampagne anseht, werdet ihr Hunderte von Unterstützern finden, die ihr Leben für Tibet und die Tibeter eingesetzt haben. Ich denke, das ist ein klares Zeichen der Anerkennung, was für ein Mensch Gasur Dongchung-Rula ist, was für Fähigkeiten er besitzt und dass das Vertrauen und vor allem die Hoffnung in ihm immens ist. Es kursieren aber auch gewisse Missverständnisse oder offene Fragen über ihn, die für Unsicherheit oder Verwirrung sorgen und Klärungsbedarf benötigen. Erstens ist er vom Posten des Galön und des Sikyong Dr. Lobsang Sengela zurückgetreten. Wie der ehemalige Galön Thubten Longrila erklärt hat, ist Ngurubla zurückgetreten, obwohl seine Amtszeit als Galön kurz vor dem Auslaufen stand. Er hätte ohne weiteres bis zum Ende seiner Amtszeit im Amt bleiben können, aber er tat es nicht. Weshalb? Nach den Ereignissen unter dem Sikyong und damaligen Gasha erlaubten ihm seine Prinzipien und seine Werte es nicht, so weiterzuarbeiten. Seine Begründung vor den Medien im Jahre 2016 war, dass er persönlich die Verantwortung als Galön nicht mehr tragen kann. Allerdings äußerte er nie kritische Wörter gegenüber dem Sikyong oder seiner Verwaltung, weil dies vermutlich zur Folge gehabt hätte, dass das tibetische Volk seinen Respekt und sein Vertrauen in die tibetische Exilregierung in Frage gestellt hätte. Sein Handeln sagt viel über den Menschen aus, der er ist. Selbst Sando Rinpoche hat während einer Rede nach seinem Rücktritt geäußert, dass Gasur Dongchung-Rula damals die einzig richtige Entscheidung getroffen hat. Die zweite Frage, die mir die Leute stellen, ist, warum er keinen aktiven Wahlkampf führt. Er wurde unmittelbar nach seinem Rücktritt als Galön von höheren Stellen zum Repräsentanten seiner Heiligkeit in Neu-Delhi ernannt. Er ist immer noch als Repräsentant tätig und darf laut Wahlregeln im Moment keinen offiziellen Wahlkampf führen. Die tibetische Charta, der sogenannte Chadim, die die Grundlage unserer Verfassung ist, besagt, dass es bei der Vorwahl nicht erforderlich ist, dass sich die Kandidaten melden und von sich aus ihre Kandidatur erklären. In dieser Phase werden die potenziellen Kandidaten lediglich nominiert, indem die Bevölkerung Personen vorschlagen, von denen sie denken, dass sie den Sitz des Sikyong verdienen oder rechtfertigen. Es soll sicherstellen, dass jeder die gleiche Chance bekommt, unabhängig davon, aus welchem Umfeld er kommt. Da die anderen Kandidaten von sich aus in die Öffentlichkeit getreten sind, haben viele die falsche Vorstellung, dass das die Norm ist.
Bei mehreren Interviews gab Gasur Dongchungerubla an die Bevölkerung sein Versprechen. Sollte er in die zweite Wahlrunde kommen, wird er ordentlich von seinem aktuellen Amt zurücktreten und somit offiziell als Kandidat antreten. Kommen wir zum dritten Punkt. Einige Leute sagen, er sei zu weich und nicht mutig genug. Leider kennen diese Leute ihn zu wenig. Sein Eindruck mag zurückhaltend erscheinen, aber seine Taten beweisen weit über das Gegenteil. Nurullah ging 1983 mit gerade mal 27 Jahren auf eine geheime Mission nach Tibet, um tibetische Untergrundorganisationen zu treffen und zu organisieren. Wie der ehemalige politische Gefangene Ngawang Wöbala in einem Interview sagte, riskierte Nurullah sein Leben und ging in die Höhle des Löwen. Nach dieser Mission begannen die Informationen aus Tibet ins Exil zu fließen. Er baute eine Brücke zwischen den Tibetern innerhalb und außerhalb Tibets. Gasur Thubten Lungrila erwähnte zudem, dass die Informationen, die die Menschenrechtsorganisationen über die Missstände in Tibet erhalten, hauptsächlich durch Gasur Dongchungerubla eingereicht worden sind. Im Gefängnis, während der Verhöre von Tibetern, die nach Tibet zurückkehren, fragen die chinesischen Vernehmer nur nach 3 Personen: Seine Heiligkeit, Samdo Rinpoche und Ngerup Dongchung. Er ist also jemand, vor dem selbst die Chinesen Angst haben. Zum 4. und letzten Punkt. Es gibt einige Leute, die sagen, er habe kein Manifest gezeigt. Manifeste sind das Einfachste, was man machen kann, und Politiker lieben es, sie zu machen, denn sie bestehen oftmals von einfachen Antworten auf die Fragen der Bevölkerung. Niemand hinterfragt wirklich, ob der Kandidat sie auch tatsächlich umsetzen kann, bzw. ob die Absichten realistisch sind. Nurullah hat 43 Jahre seines Lebens im Dienst seiner Heiligkeit und des tibetischen Volkes verbracht. Während dieser Zeit gab es keinen einzigen Vorfall, der für Unruhe in der Gemeinschaft gesorgt oder seine Heiligkeit enttäuscht hatte. Er startete seine Karriere als normaler Mitarbeiter bei CTA im Departement für Sicherheit und hat sich die Jahre hinweg den Respekt, die Anerkennung und das Ansehen durch sein Know-how, seine Arbeitsweise sowie seiner Persönlichkeit erarbeitet und wurde deshalb bis zur Position des Golem befördert. Er verfügt über ein sehr breites und tiefes Wissen über unsere Regierung, unsere Fähigkeiten und unsere Schwächen, sowie was erreicht werden kann und wie man es erreichen kann. Wenn er heute zum Sigyong gewählt wird, kann er schon morgen direkt mit der Arbeit beginnen, denn er muss sich nicht zuerst in die Themen einarbeiten und Erfahrungen sammeln. Sollte er am 3. Januar in die nächste Wahlrunde und somit zu den 2 Finalisten gehören, die offiziell kandidieren werden, können wir sein Manifest im Detail lesen und unsere wahren Potenziale verstehen. Etwas Reales und Erreichbares und nicht nur die leeren Versprechungen eines Politikers. Zu guter Letzt, ich weiß, dass das Leben weitergehen wird, egal welcher Kandidat Sigyong wird. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass wir hier eine Chance haben, etwas für die Tibeter innerhalb Tibets zu tun, ihre Wünsche zu erfüllen, endlich Einheit unter uns zu bringen, eine Entwicklung im tibetisch-chinesischen Dialog zu sehen und das Ansehen und das Erbe seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu schützen. Deshalb brauchen wir Gasur Dongchungerubla als Sigyong und ich bitte euch dringend, euch sorgfältig darüber Gedanken zu machen, für welchen Kandidaten ihr euch entscheidet, bevor ihr am 3. Januar eure Stimme abgebt. In diesem Sinne, herzlichen Dank für euer Interesse, eure Zeit und eure Aufmerksamkeit.